Es kommen Rentner aus Leidenschaft. Hier sind Willi und Ernst. Nabend. Ernst, ist das schön. Ja, wir sind wirklich Willi und Ernst. Wir sind Rentner und wir kommen aus Köln, Süd. Wir kommen aus Koblenz. Ja, wie gesagt, und wir sind immer noch Single und das Entscheidende ist, wir sind auf der Suche nach einer Lebensendabschnittgefährtin. Ja, das muss nicht mehr lang sein, aber intensiv. Ja. Also für alle Frauen, die jetzt denken, ich muss eins sagen, ich bin viel erfahrener mit Frauen als wie der Ernst, weil ich hatte zumindest ja mal mit 14 eine Brieffreundin gehabt. Ja, hören Sie auf zu lachen, das zählt aber nicht, weißt du. Wieso zählt er dann nicht? Ja, ihr habt doch noch nicht einmal geknutscht. Ja, das war per Post doch schwer möglich. Ja, also zählt es nicht. Doch, es zählt. Es zählt nicht. Es zählt. Es zählt nicht. Briefmarken anlecken alleine reicht nicht. Weißt du? Das ist aber jetzt nicht nett. Also, wir freuen uns sehr, heute hier bei der Mädchensitzung dabei sein zu dürfen. Aber Ernst, merkst du, lauter strahlende Gesichter. Ist das nicht schön? es ist herrlich. Wobei, da unten der Fluch der Karibik, der guckt ein bisschen skeptisch, ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht ne? ist das die Kritikerin, Ernst. Ehrlich? Ja. Du bist eine schöne Kritikerin, bist du. Schöne Frau, Ja. ne? Aber Ernst, pass auf, ich beweise dir, wie gut gelaunt die Mädchen in Köln sind. Würden Sie mal bitte gerade alle aufstehen? Das wäre sehr nett. Ja, komm. So. Ach, toll. Wenn Sie nicht aufstehen, ist die Nummer Ja. am Arsch, bevor sie begonnen hat. Ja. Ja. Sehr schön. So, und jetzt dürfen sich alle die Frauen hinsetzen, die von sich selber behaupten können, ja, der Ehemann an meiner Seite ist für sein Alter noch wahnsinnig attraktiv. Guck mal hier. Ja. Nee, Ja. nee. Stopp mal! Das kann doch nicht sein. Warte mal. Also, das ist ja... Warte mal. Stopp! Es müssen So. jetzt noch Frauen stehen. Sehr schön. Warte. Ich wende mich an die ehrlichen Mädchen unter euch. Pass auf, jetzt an die Frauen, die noch stehen. Jetzt dürfen sich die Frauen hinsetzen, die sagen, scheißegal, wie mein Ehemann aussieht, mein Liebhaber ist ein echter Schuss. Ernst! Die Biene da hinten steht immer noch. Ja, Ernst, die muss Single sein. ja. Läuft super. Komm, setzt euch ruhig hin. Ha. Auf die Singles kommen wir gleich zurück. Ja, Ja. ist das herrlich. Ja. Ja, ganz kurz, für alle Frauen, die jetzt denken, oh, das sind ja Rentner, ich weiß nicht, ob die mich noch ernähren können. Ganz wichtig, wir haben jetzt eine Marktlücke entdeckt. Wir haben eine Kneipe übernommen und bauen die gerade um zu einer Seta. Ja. Seta? Wissen Sie? Wir haben uns nämlich überlegt, wenn es Kitas gibt, dann muss es auch Setas geben. Ja. Wissen Sie? Seniorentagesstätte. Ja. Das ist doch mal, ne? Ja. Ja. Und das Schöne ist, in so einer Kneipe ist so eine Seta richtig gepflegtes Trinken. Ja. Ne? Wenn nicht sogar betreutes Ja. Trinken. Wir haben uns auch gedacht, wir bauen dann da so einen schönen Rollator-Drive-In letztendlich Ja. rein. Ne? Und ganz klasse Aktion war gewesen, wir machen damit riesige Umsätze. Wir haben die Kondomautomaten auf dem Klo entfernt und da hängen jetzt Cookie Dance 2 Phasenspender. Ja. Klasse Sache, müssen wir Ihnen wirklich sagen. Läuft super. Absolut. Ja. Was sag mal,
Was bist du denn gerade so nervös? Ernst? Wir wollten doch jetzt mit unserem Vortrag beginnen. Aber Ernst, da vorne lächelt mich die ganze Zeit eine Matrosin an. Vielleicht hat die Matrosin heute Vormittag noch einen Backenzahn gezogen bekommen, weißt du? Und die ist noch so halbseitig betäubt, da lächelt man so schief, weißt du? Nein, Ernst. Das Lächeln gilt mir, da bin ich mir sicher. Ja, weißt du, vielleicht hat sie auch Drogen genommen und hält sich für Pitzbrett. So viel Drogen kann man gar nicht holen, Ernst. Ja, aber was hast du vor? Ernst, ich werde dir jetzt eins von meinen Gedichten präsentieren. Ja, warte, bevor du das Gedicht erzählst, möchte ich Ihnen gerade noch meinen Lieblingswitz erzählen, weil ich hier vorne so ein heißes Schneckchen gesehen habe. Hans. Passen Sie auf, das ist ganz schön. Da treffen sich zwei Schnecken im Wald. Da sagt die eine, hör mal, was siehst du denn so verdutscht aus? Warum hast du ein blaues Auge? Da sagt die andere, du wirst es nicht glauben, aber ich war heute Morgen beim Joggen, auf einmal schießt ein Pilz vor mir aus dem Boden. Ja. Meinst du die? Ich muss dir nur sagen, du bist gemeint. Läuft super, sie steht noch nicht auf, Ernst. Das ist eine Leichtmatrosin. Ja, das weißt ist eine du? Leichtmatrosin. Ja, ne. Das Gedicht gilt nur dir. O du holde Schöne, so schmetterlingsgleich, ich schau dich an, die Knie sind weich. Das ist schön. Der erste Kontakt zu einer Frau und du erzählst direkt von deinen Meniskusproblemen. Was wärst du für eine Strategie? Ist es Mitleid? Na komm, weiter, Tiger. Breit aus deine Flügel, flieg einfach zu mir. Zeit zum Verpuppen bei mir oder dir? Wissen Sie? Es läuft gut, Ernst. Ernst, es läuft gut. Ich sag jetzt gar nichts mehr, Was? weißt du? Warum? Du hast ja vermutlich in der Schule gar nichts gelernt, weißt du? Wieso? Ja, zuerst ist es die Raupe, dann kommt die Verpuppung und dann ist es der Schmetterling. Hä? Das war doch Poesie. Nein, das ist schlichtweg falsch. Ernst. Wobei die Tatsache, dass bei dir die Verpuppung noch ansteht, gibt Anlass zur Hoffnung. Vielleicht bist du danach ein heißer Falter, weißt du? Ernst, du bist so negativ. Sie lächelt immer noch, das ist gut, Ernst. Ja, aber wenn die Frau immer noch lächelt, vielleicht hat sie auch ein Helfersyndrom, da guckst du dir doch an, weißt du? Ja, oder noch schlimmer, sie fühlt sich dir hilflos ausgeliefert, wie so eine Geisel der Liebe. Sie ist eine Geisel der Liebe. Ja, und du bist der Gangster of Love, geh ran, Tiger, komm, hol sie dir. Ja. O du Geisel der Liebe, ohne Ketten, ohne Hiebe, gefangen nur im Herz, gepeinigt nur von Liebesschmerz. Denn wer anderen eine Bratwurst brät, hat meist ein Bratwurstbratgerät. Du bist ja hier. Das ist doch Quatsch. Das ist doch keine Frau. Das ist aber jetzt nicht nett. Ja. Mensch, Ernst, wieso bist du so negativ? Merkst du nicht, dass zwischen der Dame und mir was ist? Ja, mindestens 4 Meter. Ernst, jetzt sei doch mal nicht so. Du schüchterst die Dame ja ein. Ich hab die Frau doch nicht eingeschüchtert. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als von dir angeschmoddert zu werden. Was? Ja, guckst du dir doch an, die Frau ist traumatisiert. Da hat weit aufgerissene Augen, angespitzte Öhrchen, die Nackenhaare in Abachtstellung. Das ist wie das Kanickel im Angesicht der Schlange. Nein. Dabei bist du ein kleines Frettchen, weißt du. Aber sie hat nur noch einen einzigen Wunsch auf ihren Lippen, Ernst. Ja, wo ist der Notausgang? Nein, frag mich endlich nach meinem Namen. Jetzt wird es spannend. Wissen Sie? Wie heißt du? Montserrat. Montserrat. Boah, Ernst. Montserrat. Montserrat, Ernst. Montserrat. Was hast du denn mit Montserrat vor? Jetzt lass die Montserrat doch in Ruhe. Wieso? Ernst, ich kann doch nichts dafür, dass das Montserrat mich stalkt. Also, mein lieber Freund, ich will dir mal eins sagen. Wer glaubt, dass Montserrat dich stalkt, der glaubt auch, dass Thebarts von Elfen Bettelmönch ist. Das sag ich dir. Das sag ich dir, weißt du. Ich singe jetzt ein Lied. Ich singe jetzt ein Lied, Ernst.
Montserrat, weißt du, was schlimm ist? Wenn er die Hose so zieht, hat er Witterung aufgenommen. Jetzt mache ich das auch noch. Montserrat, wo kommst du her? Aus Spanien. Aus Spanien kommt sie, Ernst. Ich will's mal glauben, Ernst. Das ist nicht wahr. Haben wir nicht im Elferrat irgendeinen feurigen Spanier, der die Montserrat erlöst? Herr Präsident, Herr Ott, Sie sehen doch, wie Staatssekretär. Jetzt helfen Sie doch. Haben wir nicht Stadtsoldaten hier? Das ist doch schlimm, was mit dir Lass passiert. mich. Es läuft super, es läuft super. Montserrat, hast du ein Hobby? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich feiere gerne Karneval. Du feierst gerne Karneval, läuft super. Will, Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Will, ich weiß, warum das Montserrat dich angelächelt hat. Warum? Das Montserrat ist Ernährungsberaterin, verstehst du? Ja, die hat dich gesehen, da hat die gesagt, guck mal an, was für ein Hungerhaken, den peppel ich hoch, verstehst du? Kann nicht sein. Montserrat, apropos Essen, hast du ein Lieblingsgericht? Was isst du gerne? Ach, ich esse alles gerne. Eins musst du rauspicken, bitte. Nein. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Leute, Tortilla. Tortilla. der. Ja. Mein lieber Freund, ich will dir mal eins sagen hier. Die Montserrat, ja, als feurige Spanierin, die Tortilla ist, ja, so viele Probleme, mein lieber Freund, das kriegst du mit einem Selbstmord nicht gelöst. Das sag ich dir. Hör mir auf, Ernst. Nein, ich muss wirklich sagen, Sie müssen sich mal umdrehen. Ich habe noch nie so viel Angst in den Augen von einer Frau gesehen. Ernst, das sind große Augen, es sind Rehaugen. Ja, Fluchttiere. Hier, die sehen gerade so blutleer aus, ne? Letztendlich. Ja, da kommt ein Vampir auf einem Tandem in eine Polizeikontrolle. Da sagt der Polizist, halt, haben Sie was getrunken? Da sagt der Vampir, ja, 2 Radler. Wir waren Willi und Ernst. 2 Pensionäre. Es war uns wirklich eine Ehre. Heute bei euch hier an Weiberfastnacht zu sein. Doch jetzt müssen wir wirklich heim. Allah! Meine Damen, stellt euch vor, Rentner aus Leidenschaft, Willi Naumann und Ernst Schneider. Willi und Ernst. Nehmt zum Dank den Orden der KGU. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ihr ruft mit mir aus, auf Willi Ernst, 3-mal Kölle. Allah. Delbrück. Allah. ZDF. Allah! Dankeschön. Tschüss Dankeschön. zusammen. Tschüss.